Ich bin hier in Basel-Land bei der Tankstelle Vöcklin-Meyer. Hier tut der Verein Bündnis Kinderschutz, der in der Schweiz und in Deutschland tätig ist, für 10'000 Franken den Leuten das Auto voll tanken. Und zwar ist es wie das Ziel, dass Familien, die finanziell nicht so gut dastehen, heute hier vorbeikommen können zum Tanken. Und wir gehen jetzt mal nachfragen, was das für sie bedeutet. Also wir haben 3 Kinder und ein Diesel, der elend teuer ist. Das rettet uns den Monat. Ich finde es eine mega coole Aktion, dass man hier einfach gratis tanken kann, gerade jetzt für eine alleinerziehende Mutter, so mit Kindern, weil wirklich die Spritkosten sind wirklich abartig teuer. Also, als ich hier gefahren bin, auch bei anderen, haben wir gedacht, es sei eine Verarschung. Aber als wir es gesehen haben, dass es echt ist, muss ich ehrlich sagen, Respekt. Wirklich cool, dass jemand so etwas überhaupt macht in der Schweiz. Ich finde das sehr gut, dass jemand so drauf auf so eine Idee kommt. Vor allem eben, die Tankpreise gehen auf, nicht nur Tankpreise, auch die Krankenkasse und die Löhne bleiben eigentlich gleich. Ich finde es mega cool, wirklich. Ich finde es einfach wunderbar, dass es überhaupt so Menschen überhaupt gibt auf dieser Welt. Also, man kann einfach nicht beschreiben, sehr dankbar. Es gibt viele Punkte, die man unterstützen könnte, aber beim Benzin ist es im Moment so, viele Familien leiden darunter noch mehr als andere. Wir tanken heute hier für bis 10.000 Franken erreicht, sind 2 Stunden. Wenn wir in diesen 2 Stunden die 10.000 noch nicht erreicht haben, werden wir es noch weiterziehen, bis wir die 10.000 bezahlt haben und aufgetankt haben. Wir gucken jetzt nicht darauf, was sie für Autos fahren, aber Fakt ist, alle müssen zumindest ein Kind dabei haben. Weil wir sind Bündnis Kinderschutz, die das hier unterstützen und finanzieren. Die Preise sind ja alle aufgegangen. Wie war das so für euch als Familie? Schrecklich, ganz ehrlich. Wir müssen von vieles verzichten, wir müssen mehr kalkulieren, was können wir machen, die Ausflüge streichen. Und ist das eine finanzielle Entlastung jetzt für euch als Vater? Bei den Preisen auf jeden Fall. Also und das ist jetzt eine super Aktion, vor allem eben für die Familie. Es war auch eigentlich für die Familie gedacht. Es ist halt schon ein bisschen anstrengend, alle mitzunehmen, aber ist okay. Die Aktion wird auch teilweise ausgenutzt? Ja, also ich finde schon, dass er ausgenutzt wird, ich sage ganz ehrlich. Also wirklich, also man sieht dann Autos, also wirklich teure Autos. Bin ich vorbeigekommen, habe ich voll getankt und ich bin super zufrieden. Wie sehen Sie das? Sie kommen so mit dem Auto, das ein bisschen teurer ist, nehme ich jetzt mal an. Wie sehen Sie das? Ja, also ein teures Auto zu haben, heißt nicht, dass man unbedingt viel Geld hat. Wir mussten ein bisschen lange warten, aber Glück in Unglück, ich hatte Glück gehabt. Wie lange hat er gewartet? Etwa? 1,5 Stunden. Ich war eine der Letzten, die ich noch rein durfte. Das ist ein mega Geschenk, dass wir als letztes Auto haben dürfen nachkommen. Das Schönste war die Gesichter der Leute, die auch ein bisschen Tränen in den Augen hatten, die es wirklich am meisten geholfen hat. Und das war das Schönste an der ganzen Geschichte heute. Also ich würde sagen, es sind sicher um die 100 gewesen, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen drüber.